Ja, Mahlzeit moin von der verrückten Unterhaltung. Heute machen wir ein Video und zwar, wie man es denken könnte, wollen wir unseren Bus weitermachen. Es steht an, der Innenausbau. Ihr fragt euch sicherlich, wo wir uns gerade hier befinden. So aufgeräumt ist es bei uns aber nicht. Das stimmt, doch war einmal. Und zwar befinden wir uns heute bei Alex, den hat man auch schon mal ein oder andere Mal auf dem Video gesehen. Moin! Unser Tischler-Experte, wenn es ums Holz geht, fragen wir unseren Alex. Ja. Für einen Hobbyraum, denke ich, wird es ausreichen. Das Hobbybereich, ne? Sieht man ja. Ja. Fein, aber fein. Wir haben unsere 7 Sachen gepackt. Draußen auf dem Anhänger wartet unser Material. Und das geht es heute klein zu schneiden. Also in der Holzwerkstatt. Feuer machen. Feuer. Muss wohl so. Wurde vom Fachmann erstellt. Dann kommt ja jetzt nur noch meine anderen Zeichnung. 0,5, da willst du wohl streichen, oder? Ich hasse Holz, kannst dich schweißen, Scheiße. Die Mittellage oder diesen Mittelgang im Bus, da sind Wartungsklappen drin. So, und damit die Jungs immer noch hinterher da drankommen, haben wir die Platten so gebaut, dass man die rausnehmen kann. Und dafür ist das Loch. Einfach nur zum Reingreifen und fertig. Hoi! Ja klar, Totten, ne? Totten! Mahlzeit! Totten, ne? So ein kleines Loch hat der Mauer hier gelassen, ne? Jetzt gucken wir uns mal das Loch an. Guck mal das große Loch an. Da kannst du die Platten quasi mit Anhänger in eins durch die Säge schieben. Den ganzen Anhänger. Oh. Die Radkäste sind jetzt auch so. Wir können die ja theoretisch auch so einen kleinen Rahmen drüber bauen. Dreckig. Weil wir haben auch vermutlich eine Platte zu viel. Eine ein paar mehr. Vielleicht auch 2. 20. Also da hier mit einer Mütze für Bronco, ey, der fritzt dir auch die Löffel ab, oder was? Oh, jetzt darfst du aber niemals davor laufen, sonst haben wir dein Babyfell sofort wegflambiert. So, wo ist eine schöne Ecke für dich? Ja. Oh, guck mal, ist die nicht toll? Hier, guck mal, Holz. Oh, was? Oh, toll. Es freut sich. Es freut sich. Hallo. Hi. Zweiter Tag. Was soll ich dir denn sagen? Weiß nicht, ich denke was aus. Ja, wir haben schon mal ein paar Sachen besorgt. Dank des Product Placements haben wir wieder Geld. Geil, bye. Wir haben einmal einen Verteilerkasten für den Bus. Den werde ich unten, den wird man nachher nicht sehen. Dann ein bisschen Laufkabel. Dann können wir den Bus irgendwo einfach, wenn man irgendwo steht, einstöpseln. Hat man hier über Licht und Strom und so. Und dann hier so eine Campingsteckdose. Wie bei so einem Wohnwagen. Dann kannst du einstöpseln und fertig. Dann ganz viele Stecker, Kabel. Hier nochmal Kabel für innen drin. Schrauben und Holz. Noch keiner. Cool. Jetzt wird der Boden hier reingezimmert. Ja, wir fangen mal an. Oh, hier liegt ja noch ein Stück. Vergesst ihr, es gibt 4 Platten, die anders sind als die anderen. Ja, 4 Stück. Soll ich jetzt Knobelbecher holen oder was? Nein, davon brauchen wir 2 als erstes.
Anna rettet dich auch nicht. Komm schnell! Komm schnell! So, jetzt hier auf deine Decke. Hier auf deine Decke. Los, hoch. So, ablegen. Ablegen. So ist fein. Bleib. Ich kann mal die hinteren Türkis auf. Viele fragen sich ja jetzt bestimmt, warum wir nicht eine durchgängige Platte machen. Das Problem ist leider nur, der Bus hat ja hier diese Serviceklappen, um an Motor, Getriebe und so zu kommen. Deswegen müssen wir das jetzt auch noch, ja, dass wir da nachher noch drankommen. Nachher ist da irgendwas mit, der Bus brennt und irgendwie so eine Scheiße. Man muss ja irgendwie da dran kommen können. Deswegen machen wir das gedrittelt. Also kann man den mittleren Teil rausnehmen, oder was? Ja, voll smart. Deswegen machen wir jetzt ganz viel Holz rein, wenn es brennt, dann richtig. Und was machst du mit deinem Kabel da alles, Stefan? Genügend Zunderhitter. Ich weiß es noch nicht, aber Über die Platte her. wollen wir hoffen, dass überall nachher hier Strom ist und so. Leg noch mal ein Leerrohr mit rein. Nee. Das muss sitzen beim ersten Mal. Das stimmt. Ei. Oh, Ja, jetzt der zu Tisch genau da wieder. gearbeitet. Millimeter hier, Zu Millimeter genau da. gearbeitet. Passt das wieder nicht. Geht ein Hammer oder geht das? Komm, schneid mal ab, da macht nichts da. Warum hat dieser Mann so einen blauen Finger? Nagellack. Da musst du die Kommentare lesen, Alex, dann lass mich schlafen. Glaube ich. Ja, wir haben hier gerade mal ein kleines Brainstorming veranstaltet, in dem jeder ein Kaltgetränk zu sich genommen hat und haben festgestellt, dass der Platz wohl relativ groß ist, aber wir können mehr rausholen. Dazu haben wir uns jetzt entschlossen, die Treppe hinten auszuschalten und den Boden komplett durchzulegen. Funktionalitätstechnisch, ja, Tür ist weg. Aber man kann eventuell noch mal was anrichten. Von daher, wenn wir jetzt die ganze Fläche zulegen und somit haben wir auch viel mehr Möglichkeiten nachher, die ganzen Beistelltischchen, Raumabtrenner, weil ja, ist ja alles schon ein Spoiler, aber ja, man will das ja doch so wohnlich haben wie möglich, ne? Was hat Alex dazu? Was soll ich euch dazu sagen? Ich darf so umsetzen. Alles so schön. Ja, willkommen im absoluten Wahnsinn. Tag. Nichts geplant. So, die Arbeiten an dem Boden sind soweit durch. Haben wir gut hingekriegt. Dafür, dass die Grundsubstanz ziemlich Schrott war. Denke, wir werden noch ein paar Restarbeiten machen. Wir werden schauen, was eventuell sogar noch gemacht werden kann, was wir machen wollen. Damit das Ding irgendwann mal bewohnbar ist.
Würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin fleißig. Schaut bei Instagram und Facebook vorbei, da sehen wir wahrscheinlich auch den ein oder anderen Produktionsbilder von diesem Umbau. Werden wir nochmal posten. Schaut vorbei, wir sehen uns.